Bevor wir nun die Schwelle zum Sonntag überschreiten, schauen wir zurück auf die vergangene Woche. Was hat uns bereichert, was enttäuscht? Was hat uns aufgerichtet, was verbogen? Was hat uns gelähmt, was beflügelt? In der Stille legen wir in Gottes Hand, was uns bewegt. Du, Gott, nimmst dich uns gnädig an. Du bist uns Licht und Heil, Trost und Stärke, jetzt und alle Zeit. So bitten wir. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.
welchen Namens? Deines Mundes vernehmen. Sie sollen singen auf den Wegen des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn ist gewaltig. Ja, der Herr ist erhaben, doch er schaut auf den Niedrigen. Den Stolzen erkennt er von ferne. Und sie aufgehen in Mitte der Anzahl. Du erhältst mich am Leben aus der Wut meiner Feinde. Du streckst deine Hand aus. Ja, deine Rechte hilft mir. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Dein Name, o Herr, ist herrlich, deine Verheißung hast du groß gemacht. Halleluja, Halleluja. Aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat das Licht ergriffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Schöpfung hast du das Licht erschaffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Woche, am Ostermorgen in Jerusalem, hast du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt und neues Leben begonnen. Herr unser Gott, wir danken dir für Jesus Christus. Er ist für uns das Licht der Welt, von dir gesandt, die Welt auszuleuchten und die Finsternis zu bannen. Die Kerzen, die wir an der Osterkerze entzünden, mögen uns leuchten am Tag des Lebens. Möge ihr Licht Widerschein sein der Ostersonne, die uns an deinem Tag immer neu aufstrahlt.
aus Abend und Morgen der nächste Tag, lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel. So beginnt mit diesem Abend der Tag des Herrn. Wir heißen ihn in Freude und Frieden willkommen. Durch die neue Woche des 7. Sonntags nach Trinitatis begleitet uns der Spruch aus dem Brief an die Epheser im 2. Kapitel. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das Sonntagsevangelium lesen wir bei Johannes im 6. Kapitel. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Sohn des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war auch viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Das sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken und den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus.
Tag der Mächtige. Und sein Name ist ein Licht. Sein Name wird von Geschlecht zu Geschlecht über die ihn fürchten. Mit seinem Arm vollbracht er machtvolle Taten. Er hat zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Die Hungrigen hat er erfüllt mit Güter und Reiche weggeschickt mit leeren Händen. Er hat sich angenommen seines Rechtes Israel. Heilig seines Erbarmens, wie er es unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seinem Stamm auf ewig. Selig, die du geglaubt hast, es wird sich erfüllen, was dir der Herr gesagt hat. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Selig, die du geglaubt hast, es wird sich erfüllen, was dir der Herr gesagt hat. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wunderbarer Gott, du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Du schenkst uns Christus, deinen Sohn. Er ist das Brot des Lebens. Mache unser Herz weit, dass wir wahrnehmen, wie reich deine Güte ist für alle Menschen in Christus, unserem Herrn. Und wir bitten dich für alle, die an diesem Sonntag dein Wort verkündigen und hören und das heilige Mahl austeilen und empfangen. Lass sie die Geheimnisse deines Reiches erkennen und erfahren. Herr, wir warten auf deinen Tag. Lass uns dein Licht aufgehen und erwecke uns zu neuem Leben, der du lebst und Herr bist in Ewigkeit. Amen. Lass uns preisen den Herrn. Gott sei ewig Dank.